Nichts. Leer. Und warum stinkt es denn da so? Lass, ich finde, wer die Türe aufgemacht hat, muss dann auch noch in den Raum hineingehen. Du immer mit deinen Regeln. Du bist doch einfach froh, dass du nicht den ersten Schritt machen musst. Obwohl er sich über die Vicky aufregt, holt er trotzdem tief Luft und macht ein paar Schritte in die Dunkelheit. Er bleibt stehen und hofft, dass sich seine Augen daran gewöhnen und er dann endlich erkennen kann, ob etwas im Raum ist. Du musst weiter rein, oder hast du jemanden Schiss? Ach, Vicky, spiel dich nicht so auf. Ich gang ja. Sehen kann der Jupiter immer noch nichts. Zumal spürt er aber, wie ihn etwas an der Hand streift. Der Jupiter merkt, dass ihn irgendein Wesen verfolgt. Etwas stürzt sich auf ihn und packt ihn an der grossen Kapuze von seiner Jacke. Der Jupiter rennt schreiend zu der Tür. Nein, ja! Wo er ins Licht kommt, schreien die Vicky und der Nick los. Am Jupiter seiner Kapuze hängt eine Knochenhand mitsamt dem Arm. Schliesslich zieht der Jupiter seine Jacke ab und lässt sie auf den Boden fallen. Alle drei starren auf den leblosen Arm. Aber, wo kommt der her? Wie kann das gehen? Die Vicky, die vorher noch so grossartig da hat, ist jetzt kreideweiss im Gesicht. Aus dem dunklen Raum kommt etwas angerollt. Ein Totenkopf! Der Totenkopf rollt am Nick genau vor die Füße. Der Nick presst sich an die Wand. Da spürt er etwas in seinem Hosensack. Hey, das habe ich ganz vergessen. Ich habe ja meine Mini-Taschenlampe dabei. Mit zittrigen Händen nimmt der Nick seine Taschenlampe aus seinem Hosensack. Mutig leuchtet er durch die offene Tür. Was ist, Nick? Was siehst Ganz viel Skelett. Eine Art Lager wahrscheinlich. Leck, bin ich froh, dass das so einfach zu erklären ist. Ich bin mit meiner Kapuze an einem Skelett hängen geblieben. Und dann ist es umgekehrt und das ist dann schon. Das ist ja gar nicht... Der Jupiter gumpelt auf die Seite. An der Nebentür hat etwas gekratzt. Von innen. Ich habe Angst. Kommen wir gehen wieder rauf. Mir ist nicht mehr wohl. Die beiden Jungs nicken und sie drehen sich um zu den Stegen. Da! Die grosse Holztüre wird mit einem kräftigen Prankenhieb aufgebrochen. Das Holz splittert und Trümmer fliegen in den Gang raus. Ein mächtiger Körper stürzt sich von innen auf die Türe und zerstört sie völlig. Achtung! Der Grizzlybär! Der da oben gefällt hat! Der ausgestopfte Bär! Er lebt! Der Grizzlybär stürmt auf den Gang. Er schlägt gegen die Wand, so das ganze Wandteil rausbrechen. Kräftige Kratzspuren bleiben in der Wand zurück. Seine Augen glühend rot. Der Jupiter dreht sich um und knallt mit voller Wucht gegen die Vicky, die in die andere Richtung rennen will. Sie stolpert und fallen gegen den Nick, so dass sie alle drei flach am Boden landen.